tell you about the mountain. Let me tell you about the old days. Let me tell you everything I know. Oh, let me be your poor Let me tell you stories, and I'll tell them from the heart now, so that every little story told, oh, is a little work of art now. Herzlich willkommen hier im Okto-Studio. Mein Name ist Uli Peyer und ich habe hier ganz viele Kinder im Studio. Ich bin eingeladen worden, mit euch heute zu philosophieren. Und bevor wir losstarten, müssen wir mal kurz fragen, weiß jemand von euch, was Philosophieren ist? Ja, soweit ich weiß, redet man da über eine Sache und denkt drüber nach. Ja, genau. Ja, was es jetzt ist und so. Ja, genau. Das ist eigentlich schon eine ganz gute Antwort. Beim Philosophieren in der Gruppe, da denken wir nach über ein ganz bestimmtes Thema und ich habe euch auch ein ganz bestimmtes Thema mitgebracht, das verrate ich nur noch nicht. Es soll ja auch ein bisschen eine Überraschung sein. Beim Philosophieren in der Gruppe tun wir zuhören und vor allem denken wir vielleicht mal nach über eine Frage, die jemand stellt oder die ich euch stelle. Und wenn jemand eine Idee hat, dann kann er die auch aussprechen. Das ist eigentlich schon Philosophieren und ich werde euch ein bisschen begleiten und ein bisschen helfen, dass wir hier gemeinsam ein philosophisches Gespräch führen. Und ihr seid ein Forscherteam. Das heißt, ihr sollt gemeinsam zu einem Thema forschen. Und vielleicht entdecken wir ja keinen Planeten, sondern einen neuen Gedanken. Schauen wir mal, oder? Wollen wir das versuchen? Jetzt schaut mal, ich habe da Fotos mitgebracht. Und jetzt würde ich euch bitten, nachdem ihr so viele seid, dass ihr vielleicht die Sitznachbarn, dass ihr zu zweit zusammengeht und euch ein Foto nehmt und nehmt diesen Sitznachbarn. Ja? Geht das? Und sucht euch zu zweit ein Foto aus und setzt euch wieder hin und zeigt das Foto mal so in die Kamera. Geht schon los, startet los. Jeder nimmt ein Foto. Genau. Sitznachbar brauchen wir. Let me tell you about the mountain. Let me tell Wer you about alleine ist, the old days. das ist ein Ein Bauarbeiter, der ein Salto macht? Nein, sondern das ist so ein Breakdancer. ein Breakdancer. Der hat aber eine Bauarbeiterhose an, gell? So that every little story told. Wir haben ein Kind im Rollstuhl. Genau. But if you're just sitting there trying to So, hat jeder ein Foto? Wir haben ein Bild, das Bild, auf dem Bild ist ein Mönch. Na, was machen wir jetzt mit den Fotos? Wir machen jetzt so eine kleine Einstiegsübung, bevor wir philosophieren. Und schauen wir mal, was passiert. Und zwar, alle, die glauben, da könnt ihr euch zu zweit beraten, dass die Person oder die Personen auf dem Foto sich ganz oft freut, die hängen das eher in der Richtung hin. Und die glauben, dass die Person auf dem Foto sich also oft traurig ist, die hängt das eher hier in die Richtung. Und ihr müsst jetzt selber entscheiden. Also nicht nur, wie sie auf dem Foto ist, aber sonst, wie sie sonst vielleicht ist. Ist sie sonst vielleicht oft traurig oder ist sie sonst oft sehr, freut sie sich sehr oft? Und die nicht genau wissen, weder noch oder beide, die tun es vielleicht dann so in die Mitte. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.
so. Ist gar nicht so leicht, gell, mal herauszufinden, ob die Person traurig ist immer oder ob sie viel Freude hat. Wir werden über die Fotos dann auch noch ein bisschen sprechen. Jetzt möchte ich euch einladen, nach diesem Einstieg, dass wir mal gemeinsam forschen und philosophieren. Ready? Wollt ihr die Frage hören? Und zwar habe ich folgende Frage mitgebracht. Ihr könnt schon alle lesen, gell? Ja. Die Frage lautet: Was ist Freude? Was ist Freude? Tino? Tim? Gib mal das Mikro. Heiraten. Also der Tim sagt heiraten. Wenn man lacht. Wenn man gute Laune hat. Geburtstag. Ein Geburtstag. Wenn man etwas gelernt hat. Wenn man sich freut. Wenn man glücklich ist. Wenn du zum Beispiel in der Schularbeit eine 1 gekriegt hast, dann freust du dich auch. Wenn man viele Geschenke bekommt oder halt. Wenn man jemanden hat, den man mag. Du bist ja noch dran, ja. Wenn man ein Fußballturnier gewinnt. Wenn man gesund ist. Wenn man gekitzelt wird. Okay. Also ihr habt jetzt ganz viel gesagt, wenn man gekitzelt wird, wenn man Geburtstag hat, gleich. Ihr habt ganz viele Beispiele gebracht. Jetzt würde mich aber interessieren, wir wollen ja ein bisschen forschen und nicht nur bei Beispielen bleiben. Wo sitzt denn die Freude? Wo ist denn die? An der guten Seite. Da oben, würde ich sagen. Weil, ja, du weißt, dass du fröhlich bist. Okay, die Isabella meint da oben, der Melin meint auf der guten Seite. Im Herz ist die Freude. Im Bauch von seiner Mama. Im Hals. Du sagst im Hals? Woran erkenne ich denn die Freude? Die Freude erkennt man zum Beispiel, wenn man lacht. Also, ja. Wenn man glücklich ist. Wenn man glücklich ist? Und wenn man mit anderen was macht und nett ist. Wenn man Freunde findet. Wenn man Freunde findet. Und ihr habt jetzt diese Fotos so aufgehängt. Woran könnt ihr da erkennen, dass diese Person Freude empfindet? Oder, also eigentlich war die Frage, dass diese Person oft Freude empfindet oder oft traurig ist. Woran kann ich denn das erkennen? Dass die Person lacht. Da kann man das meistens erkennen. Meistens, okay. Dass die Person nicht glücklich ausschaut. Also wenn man sieht halt, was die Person meistens erlebt. Also Was kann ich denn tun, damit ich Freude erlebe? Etwas mit Freunden unternehmen oder ja, Okay. freundlich sein. Freundlich sein.
nicht so oft streiten. Ihm ein Geschenk schenken. Ein Geschenk schenken. Sich mit alten Freunden treffen. Mit alten Freunden. Meinst du so einen Opa? Na, jetzt aus dem Kindergarten, wenn du ihn lange nicht mehr gesehen hast. Ah, also welche, die du lange nicht mehr gesehen hast, wieder treffen. Und dann kommt gleich Freude auf. Ja, finde ich schon. Ja. Siehst du jemanden, den du gut kennst und den du lange nicht gesehen hast? Was glaubt denn ihr, welche Aufgabe hatten die Freude? Wozu gibt es denn die überhaupt? Damit man nicht immer traurig ist. Mhm. Damit man Freunde kriegt. Okay, also dass man Freunde kriegt, dass man nicht alleine ist. Warum gibt es Freude auf der Welt? Was glaubt ihr? Damit sich Leute gut fühlen. Ja. Ja. Damit man sich gut fühlt, die Leute sich gut fühlen. Dass man nicht immer nur weint, sondern auch was anderes erlebt. Dass man nicht immer nur weint. Wie lange hält denn Freude so an? Oft mehrere Tage, aber auch manchmal nur ein paar Minuten. Gibt es da Unterschiede? Manchmal freut man sich sehr darüber und manchmal halt nicht so. Dann Aha. so lang. Manchmal verliert man Freunde, weil man sich streitet. Also es kann halt auch sein, dass zum Beispiel du bist jetzt ein paar Stunden fröhlich, weil ein Freund zu Besuch kommt und wenn er dann wieder geht, dann ist es halt schade. Die Frage war noch, wie lange hält die Freude an? Bis jemand mit einem schimpft. Bis man weint. Bis der Freund wegzieht. Abwechselnd. Also Freudensdauer ist unberechenbar. Also, du warst in der Schule halt brav, dann und zu Hause wirst du dann halt geschimpft. Und so lange dauert es dann halt. Oder umgekehrt. Wenn man sich zum Beispiel auch mal trennt, wird man auch traurig. Ja, jede Trennung. Aber manchmal ist die Trennung halt auch erleichternd, wenn du dann vielleicht einen neuen Freund findest, mit dem du besser auskommst, dann ist dann auch wieder gleich Freude da. Wenn man sich bei der Verletzung sehr erschreckt. Wenn man sich erschreckt, ist die Freude auch schnell weg. Wenn es nur ein Kratzer ist. Wenn man ins Krankenhaus muss. Bis man schläft und dann einen Albtraum hat. Und wenn man im Herzen verletzt wird. Im Herzen verletzt. Wie ist denn das zum Beispiel bei den Tieren? Glaubt ihr, dass die Freude empfinden? Ja, schon. Ja. Hat jemand ein Beispiel? Beispiel Pferde. Wenn man sie streichelt und füttert. Wenn jetzt ein Delfin von einem nicht so schönen Zoo, der irgendwie nicht so gut für die Delfine gemacht worden ist, Ja. in einen anderen kommt, wo er viel mehr Platz zum Schwimmen hat und andere Freunde und so, dann freut er sich dort auch. Und woran erkennt man das dann? Dass er einfach die ganze Zeit herumschwimmt. Und Saltos macht Ja, und das alles. viel mehr Saltos als im alten Becken. Ja, mit den anderen halt auch spielt und alles. Okay. Wenn man einem Hund Futter bringt, zum Beispiel, freut er sich. Woran erkennst du das? Dass er mit dem Schwanz Ja, wegen dem wedelt. Schwanz und Wenn du jetzt Warte, machen wir erst die lange aus warst, also halt weg, und einen Hund hast und dann wieder zurückkommt, dann freut er sich auch. Das merkst du dann. Team? Wenn man Hunde streichelt. Wenn man Hunde streichelt. Wenn man mit
Katzen spielt, schnurren sie, weil sie sich freuen. Der Goldfisch ist glücklich, wenn er sich im Kreis sehr schnell dreht Wirklich? im Wasser. Warum? Keine Ahnung. Wenn man den Fischen Futter gibt, freuen sie sich. Wie ist denn das bei Pflanzen? Wenn sie wachsen, Dann freuen sie sich, sagst du. weil sie größer werden. Okay. Wenn die Sonne scheint. Und dann Die können Sonne scheint. weil dann können die Pflanzen schnell wachsen mit Wasser und Sonne. Genau. Wenn man zum Beispiel jetzt die Pflanze, also die Pflanze ist ganz schlapp und wenn man sie gießt, dann stellt sie sich manchmal auch auf. Ja. Wenn jetzt eine Wüstenrose mehrere hundert Jahre eben nicht mehr geblüht hat und dann zu einer Pfütze kommt und es regnet und sie sich vermehren kann. Was ist denn eine Wüstenrose? Wenn sie vertrocknet, und sie sieht eigentlich auch fast immer so aus wie dieses Ding, das man als Zeichen für Einsamkeit kennt, dieses Ding. Und die kann halt mehrere hundert Jahre ohne Wasser auskommen. Also dann ist sie komplett vertrocknet und eigentlich auch tot. Aber wenn sie dann von dem Wind mitgerissen wird und in eine Pfütze kommt, dann kann sie das Wasser aussaugen. Und wenn dann noch ein Regen kommt, dann kann sie sich vermehren. Also wenn man Pflanzen nicht abreißt und halt sie so auf der Wiese lässt. Wenn man einer fleischfressenden Pflanze was zum Essen gibt. Du meinst so ein Steak, so ein Schnitzel? Nein. Ach so, die essen nur Fliegen. Oder aber diese Mücken. Fleischfress sind. Fliegen oder Holzschrecken. Und Ja. das ist ja auch ein Lebewesen mit. Okay, ja, also sagen wir mal. füttern auch, ja? Okay. Wenn eine Erdbeerenpflanze ganz lang nicht gedüngt wird und schon kleine Erdbeeren hat, freut sie sich, wenn sie gedüngt wird, weil sie dann wieder große Erdbeeren machen kann. Lecker. Und du freust dich dann auch, oder? Ja. Da freut sich die Erdbeere und du. Ja, so richtig. Kann ich Freude eigentlich so weitergeben? Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden ganz lange anschaust, dann müssen irgendwann beide lachen. Das ist, vor allem, wenn man sich ernst anschaut. Das passiert nie. Okay. Wenn man jemandem zeigt, was man kann. Zum Beispiel, wenn der eine im Klettern gut ist, dann freut sich der andere auch für ihn. Zum Beispiel, wenn man wem was beibringt, wenn man irgendwas gut kann und wenn der andere dann das auch lernen will, dann kannst du es ihm beibringen und er freut sich dann. Also jemandem was beibringen? Also zum Beispiel, wenn du jetzt ein Guard gelernt hast und ein Freund kann das noch nicht und würde das gerne lernen und du bringst es ihm dann bei, dann seid ihr beide glücklich. Ich habe einmal auf einem Trampolin ein Salto gemacht und mein Bruder wollte das auch machen und ich habe es ihm gelernt. Beigebracht. Und habt ihr euch dann beide gefreut? Weil er es dann auch konnte. Und jetzt frage ich, weil ich hier ständig Fragen stelle, und hat sich das Trampolin auch gefreut, glaubst du? Ja. Würde ich nicht sagen. Du sagst nein, du sagst ja. Wer glaubt, dass sich das Trampolin auch gefreut hat, der zeigt auf. Ja? Und wer glaubt, dass sich das Trampolin nicht gefreut hat, der zeigt auf. So, jetzt will ich gern wissen, warum hat sich das Trampolin nicht gefreut? Also, Ja. weil es hat ihm wehgetan. Sag erst du und dann du nochmal, ja? es dann, ich weiß nicht, ob für das Trampolin ein Salto angenehm ist, weil du kommst mit viel Wucht dann auf dem Trampolin auf. Und ja, das ist Okay. Gib's mal der Mona. Weil das Trampolin dem Trampolin tut das weh. Also du glaubst, es tut dem Trampolin weh. Gibst das der Katja?
Weil das Trampolin nicht lebt. Man sich nicht freuen. Also du meinst, das lebt nicht und deswegen kann es sich auch nicht freuen. Aber wenn der Felix den Salto noch nicht kann und dann übt er immer mehr, dann tut es dem Trampolin doch noch mehr weh. Also könnte ich es freuen, dass er den Salto kann, weil dann übt er nicht mehr so oft. Aber der macht ihn doch öfter, oder? Zeig auf. Nee, Das sind nur noch ganz viele. weil der übt dann so oft, bis er ihn kann. Und wenn er ihn dann kann, dann übt er wahrscheinlich nicht mehr so oft. Und deshalb freut sich das Trampolin, dass er nicht mehr so oft übt. Und es tut dem Trampolin ja weh, wenn man immer auf ihm rumspringt. Okay, sagst du auch? Der Fabian? Ein Trampolin ist ein Ding, also kann es sich nicht freuen, weil nur menschliche Lebewesen oder gar Lebewesen können sich freuen. Also du sagst, ein Ding kann sich nicht freuen. Ja? Es kann sich aber auch nicht freuen, weil es halt ja nicht lebt. Oder? Es kann sich nicht freuen und es kann sich auch nicht freuen. Hä? Es kann sich nicht freuen und auch nicht freuen. Aber das Trampolin kann sich auch freuen, wenn der Mensch, der gerade ein Salto macht oder was anderes, es kann. Also, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Sessel hast und darauf ist jetzt gerade eine Mücke und der fällt um, dann freut sich die Mücke, die drauf liegt, nicht so, weil sie sich halt wehgetan hat. Das Trampolin freut sich, wenn man auf ihn hüpft. Es wäre schön, wenn jeder so einmal so eine Runde oder jeder so erzählt, worüber er sich am meisten freut. Geht schon los. Schau die Enna. Ich freue mich eigentlich nicht so am meisten, aber ich freue mich sehr, wenn ich ein Geschenk oder so bekomme halt. Ja. Oder ich freue mich auch, am meisten freue ich mich, wenn ich und meine Familie und Freunde halt glücklich sind. Ich freue mich, wenn meine Mama zum Beispiel weg war und sie dann wiederkommt und mir ein Geschenk mitbringt. Und ich mag es aber auch, wenn sie wiederkommt. Wenn die Mama wiederkommt. Ich freue mich, wenn andere sich auch freuen. Also ich freue mich, wenn ich zum Beispiel von meiner Mutter ein Haustier bekommen würde, weil ich mag Tiere sehr gern. Ein Haus. Ich freue mich, wenn ich Geschenke kriege. Wenn du Geschenke bekommst. Oder sie, ja. Ich freue mich, wenn meine Schwester sich auch freut. Schön. Wenn die Schwester sich auch freut. Ich freue mich, wenn ich mir 3 Sorten Eise für mich kaufen darf. Eiscreme. Ja. Eiscreme. 3 Sorten. Also, ich freue mich, wenn zu meinem Geburtstag jetzt alle kommen, die ich eingeladen habe. Ich freue mich, dass ich geboren bin. Ich freue mich auch, wenn andere sich freuen. Wenn zum Beispiel jemand etwas kann, dann freue ich mich für ihn. Oder wenn jemand Geburtstag hat. Ja. Ich freue mich, wenn ich meinen Hund wieder sehe und dass er dann mit dem Schwanz wackelt, dann freue ich mich ganz. Ich freue mich auch, wenn ich zum Beispiel Geburtstag habe. Ich freue mich, wenn ich ins Wasser ein Salto mache und am Trampolin. Na bumm. Ich freue mich auch, wenn es auch kein Geld gibt. Weil da kann man auch tauschen und nicht einfach kaufen. Wenn man kein Geld hat, dann muss man halt betteln. Heißt das, du würdest dich freuen, wenn das kein Geld mehr gäbe, weil dann könnte man viel mehr tauschen? Ja. Ich freue mich auch halt, wie sehr viele schon gesagt haben, wenn sich meine Freunde freuen. Ja. Dann freue ich mich auch für sie. Ich freue mich, wenn jemand zu mir nach Hause kommt.
Der Krampus? Nein. Na wer? Über wen freust du dich dann? Freund. Über Freunde, gell? Ja. Fein. Kinder, ich bedanke mich recht herzlich. Wir haben ganz, ganz lange jetzt philosophiert. Mir ist es vorgekommen wie ein paar Minuten. Euch auch? War ganz schnell. Ich habe jetzt noch so eine... So wie 10 Sekunden vorgekommen. Wie 10 Sekunden. Wie lange ist ungefähr vergangen? Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt, fast eine Stunde haben wir jetzt da miteinander gesprochen. Und wir haben ein richtiges philosophisches Gespräch geführt. Dafür, dass es das erste philosophische Gespräch war und so im Studio auch noch, muss ich sagen, boah, war das ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Ja, Und machen wir noch eine Abschlussübung. Da stehen wir alle auf. Und mal ausschütteln, gell? Jetzt vom Sitzen. Genau. Ihr könnt einfach stehen. Und ich mach gern mit den Kindern oder Jugendlichen so eine Daumenreflexion. Und die ist ganz, ganz, ganz schwer. Weil das heißt Ja und das heißt Nein. Wollt ihr die Augen schließen oder könnt ihr mit offenen, ist ganz wurscht. Das ist eigentlich. Sollen wir die Augen schließen? Ja, machen wir die Augen zu. Ich mache sie auch zu. Weil es ist keine Kontrolle, das ist nur für euch. Die erste Frage war, ich habe den anderen gut zugehört. Okay, danke. Zweite Frage ist, die anderen haben mir gut zugehört. Okay, danke. Das Gespräch ist in die Tiefe gegangen. Das heißt, wir haben eigentlich schon recht viel über Freude herausgefunden. Super, danke. Wir waren ein ganz gutes Forscherteam. Dankeschön. Und letzte Frage, das hat Spaß gemacht. Juhu. Dankeschön. Dann danke ich euch fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Vielleicht können wir mal wieder philosophieren.